So, da sind wir wieder. Sprecht mit Gouverneurin Salvi, das machen wir jetzt gut. Sehr stilvoll, wie der die Tür aufmacht. Extrem gut. Nicht dieses Mal. Gouverneurin Salvi will keine offiziellen Aufzeichnungen. Ja, was? Na schön, die Gouverneurin ist in ihrer Amtsstube. Ew. So. Was ist denn da noch alles los da? Feldwebel Gari. Als Gouverneurin dieser Region habe ich Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir haben euch in den Trümmern eines Sklavenjägerschiffs gefunden. In einem anderen Wrack fanden wir eine Schatulle mit eurem Namen. Ja, da bin ich ich jetzt gebe euch die schuld. Schatulle, wenn ihr mir die Wahrheit sagt. Ach ja, und wo ist dieser Schrieb? Ich sehe keinen Schrieb. Und ohne Schrieb ist dies ein Mord. Nehmt eure Schatulle, aber wir halten euch fest, bis ich Beweise für eure Behauptung habe. Ich Ja, habe bist ja- keine Geduld mit Hochstaplern oder Sklavenjägern. Ja, eher nicht. What? Was, mein Inventar ist voll. Schleift's? Wieso? Hm, 60 von 60. Mist. Jetzt müssen wir nachher schnell da ein bisschen ausrüsten, weil irgendwie ausgerüstet. Wie ist es schon wieder gegangen? Schuld, Torso. Nein, ich glaube, jetzt habe ich da alles drauf. Das... Okay. Du bist schräg. Ja, weißt du was? Irgendetwas müssen wir fortwerfen, das geht so nicht. Nein, das ist nicht gäbig. Was schießen wir weg? Was schießen wir weg? Was schießen wir weg? Oh, was geht ab da? Hallo? Was werfen wir fort? Das. Ja, aber hey. Was muss ich haben? 3? Kann ich jetzt irgendwo zum Verkauf irgendetwas? Ja, Reisen. Ich kann ja gar nicht verkaufen. Das ist eine Hure für nichts. So nicht. Och Mann. So blöd. Oh, ich sollte mehr spielen. Ich komme. L3. Okay, das ist nichts. In dem Fall. Da heute schnell einen Brief untersuchen. Hochverehrter Minister Tharion, Haus Redoran, ich schreibe euch bezüglich einer Angelegenheit von größter Bedeutung. In den letzten Wochen ist bei meinem Amt eine stetig wachsende Zahl von Beschwerden eingegangen. Vielen unserer Hausgäste ist eine schlechte Behandlung durch die Amtmänner und Konstabler, nehmen wir an, von Haus Redoran zugeteilt worden. Wie ihr euch sehr wohl bewusst seid, hat Haus Hlalu die Pflicht, diesen Beschwerden in ihrem Namen nachzugehen. Mein lieber Minister, auch wenn ich euren Glauben an die Überlegenheit des Dummervolkes durchaus teile, müssen wir dennoch versuchen, derlei Meinungen für uns zu behalten. Haus Hlalu lässt Haus Redoran in Fragen der Verteidigung den Vortritt. Ich möchte daher darauf drängen, dass ihr uns diplomatischen und geschäftlichen Fragen die gleiche Freundlichkeit erweist.
Unsere Wirtschaft ist in Gefahr. Der Pakt hat uns ein gewisses Maß an Sicherheit gebracht, ja, doch der Preis dafür ist wahrscheinlich hoch. Wahrlich hoch. Ja, wahrlich hoch. Er ist wahrlich hoch. Wesentlich höher, als euer Redoran-Verwandten sich einzugestehen bereit sind. Redoran, ich weiß nicht genau, ob es Redoran heißt, Redoran. Meine Handelsminister haben große Mühe unternommen, unseren Besitz jenseits von Morrowind zu festigen. Auch wenn der Feind einen Großteil unserer extraterritorialen Besitztümer eingenommen hat, verfügen wir ungeachtet dessen nach wie vor über beträchtliche Aktivposten in kaiserlichen Börsen und ausländischen Geschäftsinteressen. Es wird allerdings kein leichtes Unterfangen, diesen Reichtum zu extrahieren. Dies erfordert Zeit, Gold und vor allem die richtigen Verbindungen. Wir können es uns nicht leisten, jene wenigen Freunde zu verprellen, die wir außerhalb des Pakts haben. Gerade erst heute Morgen habe ich eine Beschwerde von einem gewissen Theodoric Ashcroft erhalten, einem weiterhin respektierten bretonischen Investor. Anscheinend wurde er von 2 Konstablen festgehalten, während er einen möglichen Bauplatz in Augenschein nahm. Irgendein kleineres religiöses Vergehen, wurde mir gesagt. Er trat über einen Zaun, um das Gelände besser in Augenschein nehmen zu können oder so etwas in dieser Art. Laut Ashcroft rangen ihn die Konstabler zu Boden, schleiften ihn in den Tempel und übergaben ihn den Ordinatoren, die ihn im Anschluss ganze 3 Stunden lang verhörten und körperlich züchtigten. Es erübrigt sich wohl zu erwähnen, dass er nicht in unsere schöne Stadt investieren wird. Sowohl Ashcroft als auch sein Gold sind aufs Festland geflüchtet. Diese Leute mögen uns unterlegen, ihre Religion abstoßend und ihre Manieren ermüdend sein, doch bei der Liebe der 3, schluckt doch einmal euren Stolz herunter und ertragt es. Von müßiger Frömmelei wird man nicht satt. Wir können unsere Schatzkammer nicht mit Weihrauch und Gebeten füllen und erwarten, dass man damit effektiv Kriege führen kann. Der Handel zwischen den Provinzen ist ein notwendiges Übel, ob es euch nun gefällt oder nicht. Ich mahne euch daher in den strengsten Tönen, lasst die Außenstehenden in Frieden. Ich hoffe, dass dies meine letzten Worte zu diesem Thema sind. Ich verbleibe mit größtem Respekt, Tirnur Nalin, stellvertretender Handelsvizekönig von Haus Hlolu. Ja, ich habe mir die Hälfte natürlich nicht können merken. Nein, ich will keiner Gilde beitreten, vor allem nicht ändern. So, jetzt habe ich das Zeug noch nicht lassen. Sehe ich. Kannst du mir sagen? Trotz der ganzen Aufregung wegen des Schiffsunglücks von neulich bin ich hier drin und bewache das Arbeitszimmer des Gouverneurs. Ich schätze, es könnte schon jemand kommen, um einen Federkiel oder einen Stapel Pergament zu stehlen. Aber trotzdem, hier wird ganz klar mein Talent vergeudet. Ja, okay, du Arme, du. Dann musst du halt, so wie ich, vogelfrei leben und ja. Gut, genau, das Problem mit meinem Inventar. Das 7 Minuten. Let's Play, 8 Minuten, ging noch nichts gemacht. Das ist furchtbar, das Spiel. So. Nebenhand, Haupthand. Ja, Nebenhand habe ich ja gar nicht. Eisenbieder. L3, alles Stapel. Das nützt nichts. Ich weiß gar nicht, was das war. Kann ich das jetzt nicht hier... Nein, ich würde es gerne ablegen. Das ist schon kompliziert gemacht. Also es tut mir leid, kann man nicht einfach ein Ding... So 58, Ahornschild. Also das mache ich dann nicht mehr. Aber jetzt habe ich wirklich tatsächlich nie keine Ahnung, wo ich das verkaufen kann. Und das tun wir auch noch gerade weg. Und dann hört es dann gerade wieder. Den Rest verkaufen wir dann, weil das wird einfach die Quest-Belohnung. Komm. Als Gouverneurin dieser Region habe ich Fragen, die beantwortet Ja, werden müssen. geht das nicht Wir schneller? haben euch in den... Ach ja, und wo ist dieser Schrieb? Einen Augenblick, So. Gouverneurin. Hier ist mein ehrbarer Hinrichtungsschrieb für den Sklavenjäger-Kapitän. Diese Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Wir sind hier fertig, Held, aber keine Sorge. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Ew. Sehr schön. Ich schätze, ihr könnt jetzt gehen und wir lassen eure Namen aus den offiziellen Aufzeichnungen. Zwingt mich nicht dazu, das zu bereuen.
Jetzt gehen wir doch da mal ein bisschen spionieren, was es da sonst noch so gibt. Rang 4 bei 2 Händlern erreicht. Reden. Was die offiziellen Aufzeichnungen anbelangt, existiert ihr nicht. Vergebt mir also bitte, wenn ich keine Konversation mit euch pflege. Ich bin im Augenblick außerordentlich beschäftigt. Seydanen ist der wichtigste Zugangshafen von Wardenfell. Ich vermerke sämtliche Neuankömmlinge, damit das Tribunal weiß, wer so alles durch dieses schöne Land tänzelt. Eine wesentlich angesehenere Aufgabe als meine Anstrengungen für die Goldküstenhandelskompanie. Okay. Vor langer Zeit in einem anderen Leben diente ich der Kompanie genau hier auf Wardenfell als Angestellter. Ich habe dabei geholfen, viele dieser schönen Bauten im kaiserlichen Stil zu errichten, die ihr hier seht. Ich muss das Haus Hlaalu beeindruckt haben, denn es bot mir diese bedeutende Stellung an. Wir haben das sehr gut ausgesprochen. Hlaalu, haben wir das gut gemacht. Super. In weiten Teilen. Manchmal kostet es mich aber schon allergrößte Mühe, nicht den einen oder anderen dieser spitzohrigen Prahlhanse zu erwürgen. Beispielsweise erinnert sich nie jemand an sein Sternzeichen. Manche versuchen sogar bei wiederholten Besuchen andere Antworten zu geben. Als ob mir das nicht auffallen würde. Ja, das ist ein guter Typ. Mach du das. Nein, jetzt nicht suchen. Da ist aber nicht so schlau, wenn wir klauen. Was kannst du da? Ah, okay. Ja, irgendwann tun wir dann schon noch so das Bro abmachen mit Spielern hier innen, aber jetzt... Nein, ich mag das nicht gegen alles lesen, es tut mir leid. Okay, bei gesetzlos unterschlüpfen kann man... Jetzt muss ich schauen, dass mir da keiner sieht. Das Zeug klauen wir eben schon. Oh! Wo bist du hergekommen? Du warst vorher gar nicht da gewesen. Hau ab! Geh weg! Ich will da klauen. Hau ab! Okay, das interessiert den nicht, das ist wahrscheinlich. Ach, das ist sein Inventar. Also ich habe nichts geklaut, warum? Kann man auch andere... Nur nichts verraten. So, das hat niemand gesehen. Sehr schön. Vorplatz. Was ist das da? Himmelsscherben sind überall in Tamriel verstreut. Für jede dritte gesammelte Himmelsscherbe erhält euer Kanal einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Hinweise auf die Fundorte können Himmelsscherben könnt ihr durch den Schlüssel von Hinweisen in der Himmelsscherben-Sektion eures Tagesbuchs in Errungenschaften finden. Oh, okay. Nice. Rucksack. Münze. Münzen. Du siehst doch keinen, hä? So. Sehr schön. Fertigkeiten. Leben, Ausdauer. Was tun wir? Magicka. Brauche ich Magicka? Ja, brauche ich nicht. So, dann sind wir noch Stufenausstieg. Ah, da nochmal einen. Okay, Attributspunkte, Ausdauer. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ja, noch. Ah ja, genau, jetzt kommt das wieder. Drakonische Macht, irdenes Herz. Jetzt muss ich schauen, das Lava-Peitsche. Lava-Peitsche zurzeit sofort, Zauberstab sofort. 2431 Magicka. Ihr peitscht einen Feind mit Flammen und versucht auch, das machen wir, das wird der Rüstbruch. Was haben wir noch? Drakonische Macht.
Ihr entfesselt euren inneren Drachen und erhaltet größere Entschlossenheit und größere Behütung, weil das eine physische Resistenz für den Angst. Oh. Das klingt auch gut. Irdenes Herz. Ja, das ist Rüstung. Ihr festigt eure physische Präsenz, größere Entschlossenheit, bla bla bla. 5 Sekunden lang mit zurückgestoßenen kampfunfähige machende Effekte, okay. Zur Zeit sofort. Ihr fügt eurem Ziel und einem weiteren Feind dessen 10 Sekunden lang 2500 Magieschaden zu, benutzt, solange ihr im Direktau stirbt, wird ein der Leerstein gefüllt. Okay. Was machen wir echt da? Ja, keine Ahnung. 2 Händer. Ich glaube, wir nehmen nochmal etwas so. Kritisches Stürmen. Ihr stürmt nach vorne und festsetzt mit einem Hieb, der 2000. So, sehr schön. Das ist perfekt. Jetzt gehen wir da mal wieder raus, weil jetzt braucht ihr da langsam mal einen Auftrag. Das ist nein. Ach. Raus, Wetti, raus. Ja, aber... was? Oh, okay. Ja, das war jetzt natürlich auch schlau. Bitte, hilf mir doch jemand. Wir brauchen Ja. Hilfe. Auf der Straße nach Seyda Nane liegt eine verwundete Wappenträgerin. So viel Blut. Sie braucht Hilfe. Jawohl, Ich so bin mir schnell. nicht ganz sicher. Hü. Die Hopp, hopp, hopp. Kriegswappenträgerin begleitete Kanonikerin Valasa auf einer Mission für Fürst Vivek, aber es muss etwas Schreckliches geschehen sein. Kanonikerin Valasa hat mich losgeschickt, um nach Hilfe zu suchen. Sie ist auf der Straße gleich vor den Toren von Seyda Nane. Werdet ihr ihnen helfen? Ja, verständlich. So, jetzt. Das ist super. Was? Achtet auf den Guar. Ist das Landleben nicht toll? Es ist, als wäre ich wieder daheim in Cyrodiil. Natürlich abgesehen von den Riesenpilzen und diesen reizenden Echsenhühnern. Ich laufe natürlich vor dem Krieg auf dem Festland davon. Oh, Mit okay, jeder ja, das macht Jahreszeit natürlich setzt Sinn, mehr ne? und mehr von uns ein. Das frische Blut beschert manchen Dunkelelfen Tobsuchtsanfälle. Aber sie haben sich auf offene Grenzen eingelassen, als sie den Pakt unterzeichneten. Okay, ich musste noch schnell etwas trinken. Wenn ihr Nutztiere... Ja, okay, das wird... Aber das machen wir selbstverständlich nicht. Jetzt gehen wir da natürlich mal... Ah, das braucht Ausdauer, wenn man säckelt. Shit, ich muss unbedingt das Reittier haben. Aber ich habe gesehen, ich muss mir glaube irgendwie... Wieso ist der da rot? Ah. Nein, ist nicht rot. Vergebt mir, Fremdländer, aber ich habe schon genug zu tun. Ich bin nur eine einfache Priesterin des Tribunals und der Ärger am Ahnengrab war sogar zu viel für unsere Kriegswappenträgerin. Ich habe Fürst Vivek enttäuscht und einen Kameraden allein im Grabmal zurückgelassen. Den holen wir Fürst doch. Vivek hat 3 von uns entsandt, um Rat beim Andrano-Ahnengrab einzuholen. Wir wurden angegriffen, als wir dort eintrafen, und unsere Leibwächterin wurde schwer verletzt. Ich konnte sie gerade noch in Sicherheit schaffen. Aber was Fürst Viveks Mission anbelangt, so sind wir auf ganzer Linie gescheitert. 3 von euch. Kanoniker Levule. Er blieb, als wir uns aus dem Grabmal zurückzogen. Ich weiß, dass er wieder hineingehen und Fürst Viveks Fragen stellen wollte, doch so wird er wohl nie an den Dätra vorbeikommen oder die Fragen selbst stellen können. Mögen die 3 ihm Weisheit schenken. Elisa, was stimmt nicht? Zu Hilfe! Lol, what? Nein, erst eine verwundete Wappenträgerin, jetzt das. Bei der Abenddämmerung und dem Morgengrauen, das Böse kriecht durch die Schatten meines geliebten Wadenfell. Aber ein Fremdländer zeigt sich, um meinen Anhängern zu helfen, so wie ich es vorhergesehen habe. Diese Oh. Worte, was bedeuten sie? Who the hell knows? Was Also, ist passiert? keine Ahnung. So. Wir laufen, wir laufen. Hat durch euch gesprochen. Es ist Die ein Mutterseele. Wunder. Wo ist jetzt der... Wo ist das Ding? Das ist eine leere Quest, glaube ich. So. Es tut mir leid, es ist im...
im Moment noch gerade ein bisschen unbeholfen hier, das Ganze. Leider, ich bin schon lange nicht mehr unter Skyrim gestanden. Chili. Was ist mit dem da? Dieses stumpfkrallige Stück. Ja. Hallo. Was treibt ihr hier draußen, mitten im Nirgendwo? Was ist echt da im Sinn da? Dieser geht oft in dieser Gegend spazieren, meine ich. Nervös? Ich? Nun bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halintier fühlt sich einfach nur schrecklich. Banditen haben diesen aus seinem Heim vertrieben und ihm seine Ernte gestohlen. Halintier ist ein einfacher Bauer, versteht ihr? Ich Sie verstehe. werden einen hungernden Bettler aus mir machen. Ich könnte euch helfen. Ihr helft diesem doch, oder? Oh, seid gesegnet. Dieser hat seine Saat in einer Höhle in der Nähe ausgebracht. Sein Sipilu. Bitte bergt meine Notizen und vergiftet das Wasser. Ohne richtige Bewässerung werden die Pflanzen vertrocknen. Es schmerzt mich, sie zu töten. Aber diese Banditen sollen nichts von ihnen haben. Das machen wir. Ihr seid ein wahrer Heldwanderer. Ein tapferer und edler Krieger. Fallura und ich stehen auf ewig in eurer Schuld. Entschuldigt, ich wollte nur... Drogen. Hey, ihr und dieser haben dieselbe Gürtelschnalle. Was für ein Zufall. Es tut mir leid. Dieser ist ein wahres Nervenbündel. Halintier baut ein seltenes Kajitkraut an. Sehr köstlich und sehr begehrt. Gut, um damit Fisch zu würzen und um die Stimmung zu beruhigen. Zufrieden? Sorgt euch nicht, Wanderer. Ihr könnt euch auf Halintier verlassen. Fallura ist die treue Magd von diesem. Okay, jetzt haben wir ein bisschen etwas zu lesen. Sehr faul. Immerzu macht sie Notizen und stellt dumme Fragen. Aber ich lasse sie weiter für mich arbeiten. Halintier kümmert sich immer um seine Freunde. Das könnte ich, aber dieser mag Fallura. Und sie weiß Was hat echt der da? viel. Der sicher führt etwas im Schild. Das ist unglaublich. Oh, Ah ja, weiß klar. zu viel Natürlich. über meine Anbautechnik. Aha, natürlich. Halintier hat viele geheime Anbautechniken. Zum Beispiel Fischköpfe und Guardung als Dünger. Aber dieser hat schon zu viel gesagt, ja? Warum? Entschuldigt, ich wollte nur... Hey, ihr und dieser haben... Okay, jetzt wiederholen wir es. Jetzt längt es. Jetzt sollte ich doch auch mal Action haben da. Gott, für die latscht die ganze Zeit nur mit dem Gack rum. Flusstroll. Pilzkäfer. Was machen wir? 100 Füßler. Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich schnell heute schauen. Die Karte. Das ist was? Göttliche Rätsel. Sprecht mit Kanonikerin. Das haben wir doch schon gemacht jetzt. Okay, das ist die Ernte. Wieso hast du es jetzt nicht ausgewählt? Ziel setzen, R3. Ein Reittier wäre schon kein Blödsinn eigentlich also. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Käbe da schon angreifen kann, da so PvP-mässig. Ich habe noch nicht begriffen, wie das funktioniert. Könnte man wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich darf Fürst Vivek nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist Ah, gefährlich, mit dem was muss ich solche reden. machen. Das ist Hat jetzt zwar jetzt nicht das Ziel Kanonikerin gewesen. Valasa euch geschickt? Das hat sie doch, oder? Mhm. Das heißt, sie hat es nach Sedanen geschafft. Vivek sei gepriesen. Ja, das Werdet ihr sind mir 2 helfen, meine Sekunden Mission gewesen, da über. abzuschließen? Es wäre ein Sakrileg, wenn ich nicht das Grabmal meiner Familie betreten und Fürst Viveks Fragen stellen würde.
Selbstverständlich helfen wir dir. Wie die Heiligen sagen, das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen. Daedra haben das Grabmal übernommen. Es dürfte schwierig werden, mit den Ahnen zu sprechen, während Monster einen auffressen wollen. Ich werde auch eure Hilfe brauchen, wenn wir die Beschwörungskammer erreichen. Während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre und mich darauf konzentriere, die Verbindung aufrechtzuerhalten, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Wir können hineingehen, wenn ihr bereit seid. Aha, okay, okay. Ich habe bereits kostbare Zeit verloren, weil ich die Wunden der Kriegswappenträgerin versorgen musste. Aber ich schätze, einige wenige Momente mehr lassen nun auch keinen Vulkan ausbrechen oder einen Meteor vom Himmel fallen oder so. Was darf ich euch sonst noch verraten, mein Freund? Sie dort ein bisschen aufpassen, sonst kommt es da wahrscheinlich nicht gut. Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farene Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Fürstin Farena lernte zu Füßen Sotasils und zählte zu seinen Gefährten, bevor das Tribunal an die Macht kam. Wie ist Sotasil? Das ist ja so, als ob ihr fragen würdet, wer Vivek und Almalexia sind. Sie sind das Tribunal, die lebenden Götter der Dunmer. Sotasil ist der Architekt der Zeit und der Banner des Reichs des Vergessens. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns unterhalten, wenn wir hier fertig sind. Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farene Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Ja, ich habe keine Ahnung, was der mir jetzt erzählen wollte, aber das ist ja egal. Ah nein, nicht lebt wohl. Hat Kanonikerin Valasar euch geschickt? Das hat sie doch. Wie die Heiligen sagen, das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen, während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre. Wieso ist das Rot? Sind wir nicht bereit? Wollen wir das wirklich tun? Ich wünschte, ich wüsste, wie die Daedra in meine Familiengruft gelangt sind. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet mit ihnen fertig. Zumindest wisst ihr, dass sie da sind. Die arme Wappenträgerin Ornsi haben sie aus dem Hinterhalt erwischt. Sie war völlig überrumpelt. Folgt mir. Ich werde die Tür öffnen. Folgt mir, aber seid vor diesen Daedra auf der Hut. Das war eine hure schlechte Idee gewesen. Aber ist ja gleich. Wer weiß, was jetzt da passiert. Also ich bin noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht tue ich die Let's Plays hier ein bisschen schneiden, weil das ist zum Teil ein bisschen mühsam da. Mal schauen, ich weiß noch nicht genau, ich muss nicht reinkommen, da, dass ich das weiss. Verbrauchsgüter können schnell zu geladen werden. Ah, ja, genau. An, als wir die Halle des Andenkens betraten. Moment. Jetzt frisst der Brot. Wieso denn? Wo ist er jetzt her? Der Kloppi. Ah, schon alles tot. Das ist super. Ich komme nicht nach. So, jetzt haben wir wieder ein Problem da mit Inventarzeug. Überzeugt mich im Fall nicht so, weil jetzt klauen sie das ganze Zeug fort, oder was? Okay, da ist jetzt hinüber. Sehr gut. Nice.
Asche. Das geht nicht kaputt, wenn man drauf schlägt. Ja, sehr speziell. Also, als junger Alkoholik zum Meditieren hierher. was bist du da für einen? Bist du so hinüber? Ja. Das ist doch ein Scheissdreck. Ach, das gibt's doch nicht, Krabbler. Wieso zum Teufel? Ich kann das Zeug nicht runter tun. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt habe ich das Falsche zerstört. Egal, es gibt dann wieder etwas in den Chat einfügen. Wieso? Was kann ich denn da? Und jetzt tust du das automatisch verkaufen, oder was? Urschräg. Komme nicht nachher. Egal. Ah, das ganze Zeug. Könnte man da zuweisen. Ist verdammt geil. Es steht einfach so ein bisschen Zeug rum. Lebensgeneration um 5 Sekunden. Okay, das ist... Ausdauerregeneration. So. Gut, tipptopp. Gold nehmen wir immer. Keine Frage. Okay, es geht dann da hinten weiter. Ja, hure Ausdauer gegen. Ja. Oh, das geht's doch nicht. So. Genau.
Dietrich ist gestapelt, okay, Asche, das ist gut. Das können wir noch nehmen. Hure Scheissdreck, verflucht, das gibt's doch nicht. Das nervt mir im Fall jetzt so etwas von. Das Scheissdreck da. L3. Oh! Hallo? Der andere ist schon wieder gespawnt. Gibt's ja gar nicht. Ich kann gar nichts nehmen, weil ich wieder vollkommen voll bin. Das schießt an. Das ist richtig mühsam. Sorry. Egal, können wir da gucken, was der dann noch für uns will. Schließen wir die Quest ab und dann ist, ich glaube, schon lange wieder Zeit. Wir sind fast da. Dann können wir meine Ahnen beschwören. Ich muss mich dann mal noch ein bisschen über das Spiel informieren. Ich komme mir vor wie so ein richtiger Vollidiot. Ja, super. Jetzt weiß ich einfach keine Ahnung mehr, wie die Fragen sind gegangen, aber das ist ja gleich. Was soll's? Jetzt killt sie nicht, oder was? Mein Fürst hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt, meine Dame. Mein Begleiter wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Der Kriegerpoet? Nun gut. Stellt Fragen. Stellt die Fragen des Kriegerpoeten, Fremdländer. Fürst Wieveck weiß einfach doch nicht falsch fragen, in diesem Fall. Sagt ihm, er kann beruhigt sein. Das Herz ist sicher. Ich frage mich, warum ihm das Sorgen bereitet. Stellt die übrigen Fragen, denn meine Zeit hier ist knapp. Ein alter Feind, ja. Aber nicht jener, den Wieveck vermutet. Okay. Sotasil malte sich zahlreiche Szenarien aus und bedachte unendlich viele Möglichkeiten. Er experimentierte sogar mit seiner Göttlichkeit und entzog ihr die Energie, um selbige zu untersuchen, ehe er sie wieder in sich zurückführte. Er sah einen Verlust kommen, doch erst, wenn der Tempel in sich einstürzt. Nun zurück in den Schlaf. Hoffentlich war es das, was Fürst Wieveck brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Natürlich ist es das gewesen, also sonst weiss ich auch nicht. Halle des Gedankens. Also mir nervt es, dass 60 Sachen kannst du mitnehmen. Das ist einfach ging noch. Wow. Hey, hey.
Nur mühsam mit dem Ecken. Da komm. Jetzt komm da her. So. Gold. Nee, nicht Gumpen. Was ist es? Oh, der hat gar nichts. Ach so, okay. Wir holen da noch ein bisschen rein. Den Blut kannst du behalten, ich kann nämlich gar nicht mitnehmen. Das ist geil, gell? Wo laufen wir jetzt her? Da. Ah, hier. Steh auf, natürlich wieder. Raus.